Leute, ich mache schon seit 8 Jahren Social Media, aber das, was mir bei diesem Video hier passiert ist mir tatsächlich noch nie passiert. Hä? Spielt er irgendwie eine Rolle, die ich nicht checke, oder ist er einfach nur krass unsympathisch? Ich fand Adi bisher immer sehr sympathisch, aber entweder habt ihr den Bub im Schnitt komplett gefickt oder er hat hier irgendwas versucht, was so gar nicht funktioniert hat. Selten ist jemand im Interview von vorhinein so unsympathisch rübergekommen. Das sind die einen Kommentare. Andere Leute haben es gefeiert, dass ich so ein bisschen als Kontrast zu den anderen Gästen eingeladen wurden in dieser Show. Ich glaube, mich hat noch nie ein Interviewformat so fasziniert. Ich weiß zwar nicht, was das hier war, aber es war auf jeden Fall einzigartig. Ihr seht auf jeden Fall, das Ding hat polarisiert. Ich wurde vor ein paar Wochen von der lieben Marie, der Moderatorin von Smipatisch, eingeladen zu ihrer neuen Sendung. Und ich dachte so, ja cool, neue Sendung, gehe ich mal hin, was soll schon groß passieren? Und das Ganze ist mehr oder weniger, ich sag mal so, hinten rausgegangen. Und deshalb heißt das Video hier auch Statement, ist ein bisschen übertrieben, aber ich würde gerne mit euch das Video angucken, ein bisschen auf die Kommentare eingehen, ein bisschen auf den Inhalt eingehen. Ich habe das Ganze auch noch nicht gesehen. Ich weiß nur noch grob, was ich damals gesagt habe. Aber das Video hat sehr, sehr polarisiert. Sollten Männer häufiger mal ihr Maul halten? Damit bin dann wahrscheinlich ich gemeint. Auf jeden Fall. Ich wurde eingeladen. Es hieß, yo, das ist ein Format, wo sehr ironisch auf meine Person eingegangen wird, auf Sachen, die ich gemacht habe, aber halt auf eine ironische Art. Und ich dachte, ey, geil, neue Sendung, ironische Art, das passt irgendwie zu mir, weil in meinen Videos bin ich sehr, sehr oft sehr ironisch, auch wenn das nicht immer so rüberkommt. Und ein neues Format ist immer geil, weil es ist irgendwie immer auch eine Chance. Auf der anderen Seite hat man aber auch keine Referenzen zum Format, weil das heißt, du kannst im Vorhinein nicht das Format 2-3 Mal angucken mit anderen Gästen und gucken, wie haben die sich verhalten, wie kommt das rüber. Deshalb war das für mich auch eine sehr, sehr neue Situation, in ein Format zu gehen, wo ich gar nicht weiß, wie ich mich genau verhalten soll. Ich habe dann Marie gefragt und sie meinte, ey, du kannst einfach ironisch sein, weil sie ist ja auch auf eine Art ironisch, und ich habe dann da einfach mitgespielt. Ich würde sagen, wir gehen ins Video rein und gucken, wie das so war. Ich glaube, Vorwarnung, es wird sehr, sehr unangenehm auch für mich, weil ich weiß nicht mehr so ganz genau, was ich gesagt habe. Ich pausiere dann ab und zu und sag was dazu. Abfahrt. Hallo, ich bin Adi und ich bin ein Clown. Ich kann dir ein anderes Kunststück zeigen. Ich habe das lange geübt. Es ist sehr wichtig, dass du mir tief in die Augen guckst. Also ich glaube, das Ziel vom Format war, oder so wie ich es wahrgenommen habe, war so ein bisschen so diese unangenehmen Momente zu kreieren. Und ich habe da auch voll mitgespielt. Marie hat auch voll mitgespielt. Und es war vor Ort so unglaublich unangenehm. Was ich aber irgendwie cool fand, weil das irgendwie so ein bisschen der Sinn vom Video ist. Und ich verstehe dann auch, wie das vielleicht in einem Schnitt sein kann, mit Musik, und wenn man da so leere Szenen hat, wo nicht geredet wird. Aber ja, ich bin jetzt gespannt. Also hier finde ich so, wie der Anfang ist, funktioniert's. Bist du ready? Ja, das war schon mal ein sehr, sehr guter Gag. Wir machen weiter. Auf TikTok bist du vor allem für deine By the way, Produktion geisteskrank. Sehr große Produktion. Das ist der lange Tisch, wie bei diesem Treffen von, ich weiß nicht mehr ganz genau, wo das war. War das Putin? Kann aber auch falsch sein. Ich glaube, das ist so ein bisschen inspiriert von da. Videos bekannt, in denen du Präsentationen über unterschiedliche Themen machst. Ich habe mir die alle angeguckt. Alle? Alle. Ja. Und das, ich zeig's einfach. Herzlich willkommen zu meiner Präsentation über Sachen, die mich an der weiblichen Spezies verwirren. Dann habe ich noch immer nicht verstanden, wieso Frauen mit der ganzen Sippschaft aufs Klo gehen. Kannst du dir mittlerweile beantworten, warum Frauen zusammen auf Toilette gehen? Nee. Hast du mal eine Frau gefragt? Nee. Vielleicht solltest du einfach eine Frau mal fragen. Ich müsste, glaube ich, erstmal eine Frau kennenlernen. Ja. Dürfte ich mal mit dir aufs Klo gehen? Zusammen? So funktioniert das nicht. Wenn ich mich jetzt als Frau identifizieren würde, würde das dann gehen? Also identifizierst du dich als Frau? Nee, ich identifiziere mich als Clown. Und dann würde ich ja perfekt auf die Frauentoilette passen. Ey, ich fand das ein guter Gag. Und wenn Leute das nicht verstehen, das ist ja komplett ironisch. Also, ich weiß nicht, weil die Kommentare sind sehr so, ich habe das nicht verstanden. Ich finde bis jetzt kann man es checken. Ich weiß nicht, ob ich noch mehr Scheiße und Kacke gelabert habe danach, aber bis jetzt so, ich glaube, den Joke checkt man, und man checkt ja, dass es obviously nicht ernst ist so, ne? Ja, aber ja, Clown-Joke auf Kosten der Frauen, sorry an alle Frauen da draußen, war ein Joke. Du kannst das. Ich find's geil geschnitten. Ich muss sagen, ich find's sehr geil geschnitten. Ich check den Humor vom Schnitt bis jetzt komplett. So gut mit den Präsentationen. Ich habe auch eine für dich vorbereitet. Kannst du dir einmal vorstellen? Ja, super. Das liebe ich wirklich. Herzlich willkommen. Ey, okay, ich muss ganz kurz was dazu sagen. Seit ich diese Präsentation mache, egal wohin ich gehe, oder Trimax macht ein Event oder so, und es sagen immer alle, yo, kannst du irgendeine Präsentation machen? Ihr müsst wissen, ich nehme diese Präsentation hier zu Hause auf. Ich brauche 1000 Versuche. Ich hasse das irgendwo zu machen, und ich glaube, das wussten die sehr, sehr wohl. Und haben dann obviously auch irgendeine scheiß Präsentation gemacht. Ich finde, es gibt nichts Unangenehmeres, als so eine Präsentation irgendwo zu machen. Ich mache das gerne hier zu Hause. Ist eigentlich nicht so mein Ding.
Aber ja, da hat es irgendwie dann reingepasst. Kommt zu meiner Präsentation bei Smipatisch über Mein Topf, by the way, hier ist sehr, sehr schön. Sachen, die mich an Männern verwirren. Ich habe ultra Bock auf diese Präsentation. Erstens, ich bin Schweizer und ich bin auch ein Mann, denn ich habe schon mal Erfahrung gemacht mit einem Schwanz. Punkt 1. Warum können Männer nicht häufiger mal ihr Maul halten? Das Geht liegt noch daran- weiter. Oh, danke. Warum Männer nicht öfters ihr Maul halten können? Boah, jetzt bin ich gespannt, was ich gesagt habe. Ich call jetzt rein, jetzt kommt irgendeine Kackscheiße. Ja, das liegt tatsächlich daran, dass Männer oft koksen und dann reden die halt einfach. Danke. Willst du sagen, Ja, scheiß Antwort. Männer reden zu viel? Manchmal? Ja. Ja. Ich finde, Frauen reden zu viel. Gleich bei Smipatisch. Ich zeig dir was. Französisch? Ich komme darüber wie so das größte ADHS-Kind, das nie still sitzen kann, dann jongliert und dann... Und der Rest geht dich nichts an. Chiago ist extrem hässlich. Und dann waren wir mit diesem Flieger in der Luft, haben Fortnite gespielt und wer verloren hat, musste direkt rausspringen. Männlich. Es waren noch 2 Frauen dabei, aber die waren halt sehr männlich. Oh mein Gott. Okay, sag mir einen Song, ich spiele ihn. Low von Flowrider. Kann ich nicht. Sonnenbank Flavor, Bushido. Kann ich nicht. Kannst du jodeln? Nee. Ich vermisse meinen Filter. Lo, lo, lo. Jo, la, 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 la. Was machst du denn immer für Notizen? Ich schreibe mir nur alles Dumme auf, was du sagst. Okay, nennt mich komplett cracked up, wenn ich sage, dass das Video bis hier aus meiner Sicht sehr funny ist. Ich kann mir vorstellen, dass das Publikum von so einer Sendung dann doch eben, wie gesagt, am Anfang nochmal sehr, sehr anders ist als mein Publikum oder dieses Online-Humor-Publikum. Ich sage jetzt mal als Referenz so ein Papa-Platte-Chat, die halt obviously verstehen, ey, da wird nur Kacke gelabert, das ist ironisch. Ich weiß nicht, ob das viele Leute nicht verstehen oder ob ich hinten raus irgendwie noch irgendeine große Kacke gelabert habe, so mäßig. Aber ich glaube, das Ding ist, die Sendung ist grundsätzlich ironisch. Also sie spielt eine sehr, sehr ironische Art vor Ort und ich ziehe da halt mit. Und sie hat dann, glaube ich, mit mir mitgezogen und dann haben wir uns beide so ein bisschen hochgeschaukelt, bis wir eigentlich, glaube ich, wir haben beide nichts mehr Ernstes gesagt. Wir haben nur noch irgendwelche Sachen hingeworfen und ich glaube, das kommt jetzt so langsam. Deine Inhalte sind häufig sogenannte Challenges. Zum Beispiel konnten dich deine Ich komme wirklich rüber wie ein ADHS-Kind, das gibt's nicht. ZuschauerInnen im letzten Jahr dabei begleiten, wie du einen Marathon läufst und ganze 2 Marathon gelaufen? versuchst mit deinen Freunden zusammen 100.000 Schritte am Stück zu gehen. Wie vielen dieser Herausforderungen willst du dich noch stellen, bevor du einfach mal deine Kumpels fragst, ob sie mit dir einen Spaziergang machen? Guter Joke eigentlich, gute Frage. Man muss manchmal in seinem Leben rauskommen, aus seiner Komfortzone, weißt du? Und wenn ich dich so angucke, machst du das nicht. Und deshalb werde ich immer weitermachen. Das macht ultra viel Spaß. Und wir könnten zusammen zum Beispiel, eine Übernachtung... Nee, ich hätte eine Challenge. Ich muss dich angucken, aber du bist ungeschminkt. Ey, das ist doch voll der gute Joke. Das ist doch voll der gute Joke. Mann, ey, entweder sind meine Zuschauer alle Elfen, finden das lustig oder alle haben irgendwie einen Stock im Arsch. Ey, scheiße, Mann. Für wen ist das deine Challenge? Für meinen Optiker. Der muss Brillen machen mit Gläsern, die so dick sind. Hast du Probleme mit den Augen? Sieht man. Nicht nur deine Videos, Ja, okay. sondern auch deine Musik inspiriert viele Menschen. Die Songtexte bieten wirklich sehr viel Platz für Interpretationen. Ja, jetzt kommt irgendein Songtext. Mann, ey, Digga, es tut mir wirklich leid. Ich wusste nicht, dass ich dort so viel gespielt habe. Aber ich glaube, ich muss auch sagen, ich war, glaube ich, auch gut nervös, weil es war so ruhig in dem Raum. Du hast die Kameramänner und so und dann muss ich immer was mit den Händen machen. Ist ein bisschen shit. Deswegen haben wir extra für dich eine neue Rubrik eröffnet. Oh ja. Herzlich willkommen zu Songtext im Kontext mit Adi Totoro. In deinem EM-Song mit Paulo Muck, Füllkrug mit Bier, sagt ihr 6er, 10er Stürmer und eine hängende Spitze. Viel zu viel getrunken, hab eine hängende Spitze. Ja. Was bedeutet Ja, lyrisch gesehen ist es auf einem Level, da kommt nicht mal ein Eminem ran. das? Ja, es ist natürlich darauf bezogen, dass wenn man ein bisschen zu viel trinkt und dann im Akt mit dem jeweiligen erwählten Partner, dessen Einstimmung eingewilligt wurde, sich zu vermehren, die Spitze hängend ist, weil man durch übertriebenem Alkoholkonsum keinen Ständer hat. Ja. Hast du das schon mal erlebt? Nee, Hast du Erfahrung gemacht damit? nein. Ich schon. Ja. Die folgenden Digga, ist das dumm. Ist das dumm. Zeilen stammen aus deinem allerersten Song, Flipflops. Oh, ja. Okay, das ist das Schlimmste. Du sagst hier, du flippst Packs, ich flip Handys. Du fickst Hände, ich fick Grannies. Ja.
Auf alten Es geht Pfannen? noch weiter. Ach so. Ist man von Angesicht zu Angesicht? Beim Sex hat Pimmel Maskenpflicht. Ja. Das war in der Corona-Zeit. Digga, was mache ich mit meinen Füßen hier? What the fuck? Und deshalb hat sich das gut geeignet, wenn man sagt, dass auch der Pimmel Maskenpflicht hat. Das mit der Oma Ey, Schützen beim Sex ist doch grundsätzlich eine gute Sache, oder? liegt natürlich daran, dass man auf alten Pfannen kochen lernt und mal deshalb eher mal eine Oma ansprechen sollte. Aber jetzt, wo ich das wieder höre, ist echt ein deeper Text, muss ich sagen. Ja. Ja. Was meinst du mit du fixt Hände? Du wurdest Oh Mann, ey. Ey, also, ich kann mir wirklich vorstellen, weil ich habe diese Kommentare gelesen und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mir so nicht nahe gegangen, aber es war schon so, okay, krass, wieso checken das jetzt so viele Leute nicht oder wieso schreiben alle, dass es so mies und unsympathisch ist? Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich da verkackt habe oder ob das ultra unsympathisch rüberkommt. Ich find's okay bis jetzt. Es ist einfach meine Art. Es ist meine Art von Humor. Meine Homies checken das. Ich glaube, die Leute, die meine Videos gucken, checken das. Für mich geht's, aber ich verstehe auch, dass wenn das Video in anderen Bubbles kommt oder ich weiß, Leute, die jetzt eher mal so ein Kurt Krömer Video gucken oder mit dem Gast vor, mit Ralf, dass die vielleicht eher andere Sachen gucken und dann bei mir denken, Digga, das ist der größte Clown aus Labert, der für eine Scheiße, das ist alles unlustig. unter die Forbes 30 unter 30 des Jahres gelistet. Gratulation. Danke. Im Interview mit Forbes hast du das hier gesagt. Ich bin sehr wählerisch, wenn es um Kooperationen geht. Ich arbeite gerne mit Unternehmen zusammen, die man kennt, die schon groß Oh nee. sind und die einen bestimmten Oh, nee. Lebensstil repräsentieren. Oh nee. Kannst du definieren, was du mit bestimmter Lebensstil meinst? Also die Firmen, die gute Werte haben, oft irgendwie eben was mit Oh nee, okay. Okay, den Punkt gebe ich. Sport zu tun haben, draußen coole Projekte machen. Du arbeitest regelmäßig mit Red Bull zusammen. Welchen Lebensstil siehst du in diesem Unternehmen repräsentiert? Tatsächlich Sport. Ey, okay, guck mal. Sport, check. Draußen, check. Coole Projekte. Red Bull hat mich schon bei so unfassbar vielen Projekten unterstützt. Gute Werte. Ja, kann man sich drüber streiten. Den Punkt gebe ich. Machen. Du arbeitest regelmäßig mit Red Bull zusammen. Welchen Lebensstil siehst du in diesem Unternehmen repräsentiert? Tatsächlich Sport. Red Bull. Ja, das ist natürlich tatsächlich nicht so geil und kann ich nichts gegen sagen. Ist eine coole Firma. Ein weiterer wiederkehrender Werbepartner von dir ist True Fruits. Welchen Lebensstil siehst du hierin repräsentiert? Gemüse. Okay, True Fruits, da kann ich auch mal was zu sagen. True Fruits ist eine Brand, mit der ich öfters zusammengearbeitet habe. Ich weiß, dass True Fruits sehr, sehr, sehr polarisiert mit ihren Flaschen, mit den Sachen, die sie drauf machen. Ich weiß, die haben 2, 3 Sachen drauf gemacht, die rassistisch und sexistisch waren. Fand ich nicht geil. Haben sie, so viel ich weiß, aber auch eingesehen und machen das jetzt obviously nicht mehr. True Fruits ist immer sehr on the edge. Ich finde das cool, wenn Firmen Sachen probieren. Wenn sie nicht eine normale Flasche machen, dann machen sie dort irgendwie eine Frucht drauf und sagen, ey, das ist meine Flasche. True Fruits probiert viel aus. Die waren oft drüber, was scheiße ist und das ist sexistisch war und rassistisch. Ich glaube, das war ein Text hinten drauf, der nicht so geil war. Ist scheiße und dürfen sie und können sie nicht mehr machen. So. Und obviously habe ich ja mit denen geredet. Ich wusste das damals. Ich fand den Text auch scheiße. Soviel ich weiß, haben sie seit dann nichts mehr gemacht, was irgendwie so drüber war. Und deshalb ist es für mich momentan fein. Und lecker. Aber es ist eigentlich gar nicht so gesund, muss man sagen. Nicht? Nee. Wegen Zucker? Ja. Ich verzichte auf Zucker, seit ich Marathon gerannt bin. Ah. Ja. Ich bin Marathon gerannt. Ja, echt? Du hast im Ja, habe ich schon gesagt, dass ich einen Marathon gerannt bin? Interview mit Forbes auch gesagt, du bist großer Fan von Tesla. Wie findest du Elon Musk? Naja, ich habe den jetzt noch nie getroffen, aber ich glaube, der ist cool. Ich finde Tesla cool. Yo, muss ich mich von distanzieren? Ich wusste zu diesem Punkt noch nicht, dass Elon Musk Trump supportet. Klar, größter Kapitalist, den es gibt. Ich bin trotzdem Tesla-Fan. Ich habe einen Tesla, finde ich immer noch besser als ein V8 Bi-Turbo Diesel 35 weiß ich was. Aber ja, das mit Trump nicht cool. Ich mag das. Welchen sexistischen, rassistischen und antisemitischen Superreichen ohne Humor findest du noch cool? Hat sie mich gekriegt. Muss ich ehrlich sagen, hat sie mich gekriegt. Füllkrug mit Bier. Wir werden König von Europa. Ist das richtig? Füllkrug mit Bier. Sympathisch, hier ist schon lange nichts mehr richtig. Und der Sommer wird so schön wie nie. Ja, Das es kann sein, dass es schräg war. Ja, es war ein bisschen schräg, um ehrlich zu sein. Danke fürs Zuhören, das war bestimmt ein wahnsinnig interessanter Gast. Ja gut, das war das Video. Wie gesagt, ihr könnt gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, ob ich mies verkackt habe, unsympathisch war oder scheiße war. Ich fand's ein cooles Format, ich fand's unterhalten. Grüße gehen raus an Marie. Ich komme irgendwann gerne wieder und dann machen wir das Ganze ein bisschen besser. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst ein Like da. Tschüss.